bent al vroeg op pad. In Deutschland. Ah, Sie sind Deutsch. Ja, genau. Sieht man doch an den Helmen. Die Nee, nee. Holländer tragen weniger Helme. Die Deutschen. Es gibt aber immer mehr Leute auch in den Niederlanden, die auch mit Ja. dem Helm unterwegs sind. Vor allen Dingen Rennradfahrer, ne? Auch. Ja, genau. Aber auch ältere Leute, ja, richtig, genau. die sich mit dem E-Bike jetzt auch bewusst sind, Ja. dass Ja, es gefährlich genau. sein kann. Ja, richtig. Sie fragen sich natürlich, was haben wir jetzt am Hut? Nö, ich denke mal, dass sowas ähnliches ist wie bei uns im Fernsehen, dass Reportagen gedreht werden über eine schöne Gegend. Ja, so ungefähr. Ja. Wie heißt denn dieses Programm bei euch? Das, die kommen auch manchmal bei uns über die Grenze und machen dann... Ja, das ist das dritte Programm des WDR-Fernsehens. Wie heißt das heute? Lokalzeit oder irgendwas? Ja, Lokalzeit. Ja. Ja, und die... Ja. Goedemorgen. Und die waren auch schon mal bei uns hier Richtig. In Aachen Genau. auf dem Ja. Richtig. Scrooge Festival. Und Sie sind... wie früh sind Sie losgefahren zu Hause? Nein, wir sind mit dem Auto. Wir sind mit dem Auto nach Weilbeck gefahren, an der Grenze zu Holland. Bageldorf. Ne? Und da haben wir einen schönen Parkplatz, und zwar am Freibad. Da haben wir unsere Räder aus dem Auto rausgeholt und dann sind wir losgefahren. Ja. Ist einfach toll hier. Ja, genau. Viel Wald, schöne Gegend Ja. und sehr viel Natur, ja. Ist eine bekannte Gegend für Sie. Waren Ja. Sie schon öfter hier? Ja, ist ja. bekannt für Ist uns. bekannt, Ja. ja. Das ist- Aber immer wieder schön, egal zu welcher Jahreszeit. Genau, Also wir ja. kommen immer wieder gerne hier hin. Ja. Das ist einfach, man hat hier seine Ruhe, es ist einfach toll, pure Natur. Wir sind jetzt nicht so die Stadtmenschen, ne? Also wir ja, gehen genau. doch lieber mehr in die Natur, in Ja. den Wald. Ja, Ja, genau. ist einfach toll hier. Und das ist ja, wir sind viel in der Achterhöck und auch viel jetzt hier in diesen Maasdünen heißen sie, glaube ich. Genau, ne? de Maasduinen. Ja, genau. An der Achterhoek. Und Ja. in der Achterhoek, das ist Ja. wunderbar. Wirklich Das ist sehr schön einfach- zu fahren. Einfach toll. Ja. Und wo kommen Sie her? Wir kommen aus Wesel am Niederrhein, also nicht sehr weit. Ne? Und Ja. sind sehr viel in Holland, auch an der See. Aber jetzt hier so zur Winterzeit sind wir mehr hier. Guck mal, das ist auch typisch für Ja, genau. diese Gegend. Ja, Guten richtig. Morgen. Ich habe nur jetzt geschaut, ob wir nicht im Weg stehen. Ich dachte even, das is Black Beauty, maar dat is Brown Beauty. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass das Pferd Beauty heißt. Ja, das, ich denke mal. Aber Ne? auf dem Sattel. ne? Ja. Und Wesel ist eine mittelgroße Stadt, Ja. kann man das so sagen? Ja, mittelgroße ja. Kreisstadt. Ne? Ja. Am Geldern. Rhein. Ja. Am Rhein. Wir wohnen direkt am Rhein in Büderich, also bei Wesel. Und haben es da natürlich auch schön, aber da kennen wir schon alles und deswegen kommen wir ab und zu hierher. Aber Büderich ist ein kleiner Ort, Ganz Dorf. Dorf. Ja, ist ein Dorf. Ja. Nee, also auch schön. Ja. Ja, ich war auch mal schon Ja. in dieser Gegend, um mich mal umzuschauen. Ja. Und am Rhein ist es eigentlich immer schön. Ne? Ja, genau. Genau wie hier auch an der Maas und so. Ne? Da kommen wir nachher auch noch hin. Aachen. Ne? Ne? Gefällt uns alles sehr gut. Ne? Und Sie nehmen sich den ganzen Tag? Ja. Ja, richtig. Ja. Ja. Also vor dem Dunkelwerden sind wir natürlich am Auto. Ne? Und manchmal machen wir uns da noch einen Kaffee am Auto. Wir haben alles im Auto. Ja. Wir waren früher Camper und deswegen wissen wir, also was wir brauchen. Ah, Ne? Viel in Holland gecampt. wirklich? Ja, In ja, Renesse. Ja. Natürlich. Ja. Ja. Nein, Ja. die holländische Nordsee ist schon wirklich, die langen toll. Sandstrände und alles gefällt uns sehr gut. Sehr viel Strand. Ne? Und Denn in Renesse, Schauvenduveland, ja. ja, Ja, Schouwen-Duiveland. Ja, das- Versuchen Sie mich mal zu erklären, warum fast alle Deutsche nach Renesse oder nach Domburg fahren. Ja, Domburg ist ja noch, Weil es ja so viel, Sie sagen, es gibt so viel Küste. ja, Ja, wirklich sehr, ist wirklich sehr, sehr so. schön. Der Strand macht es aus. Ja. Man kann in der Hochburg nach Renesse, man geht so durch Renesse Stadt, kommt man an den Strand. Ja, es verliert Es sich das ist alles. einfach, Trotz der vielen Menschen Ja. aus Renesse oder aus Domburg raus, ist wirklich paradiesisch. Ne? man findet dort seine Ruhe, man findet zu sich selbst. Das hat Renesse an sich, ist einfach so. Ja. Ja, Aber Sie sagen, ihr wart Camper?
Ja, ja, Ja. wir haben die ersten Camping, ja genau, es war Julianer bei Höfe. Julianer Höfe, das war Ende der 80er Jahre. Seitdem kennen wir Renesse. Ja. Und seitdem fahren wir auch mindestens 1- bis 2-mal im Jahr Ja. dahin. Aber den Camper gibt es nicht mehr. Doch, Nee. den gibt es. Der wurde zwar neu gemacht, der Platz. Früher war noch mit Sammeltoiletten und Sammelwaschräumen. Ah, Aber er ich meinte, habe ob falsch wir verstanden. kennen. Nee, wir nicht ob mehr. Sie einen Nee. Wohnwagen oder Wohnmobil Nee. hatten Sie nicht. Doch, wir hatten doch erst Früher, ja, früher, aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt, Nee. Meine Frau möchte das nicht mehr, das ist ihr zu kalt. Ja. Ich könnte heute noch campen. Irgendwie macht das Nee. Spaß. Nee. Okay, Nee. wir nehmen jetzt viel die Ferienwohnung, auch in Holland. Und da gibt es ja auch allerhand von Raumput. Und ja, das bietet sich an. Ne? Ja. Cool. Genau. Und was ist Ihr Lieblingsort in Deutschland, wo man seine Ruhe findet? Ja, ja, also Ort so haben wir gar nicht, Nee. aber eine Eine Gegend. Gegend? Ja, Ja. der Allgäu. Allgäu. Ja. ja, wir waren dieses Jahr in den Allgäu wandern. war toll. Da kommen auch viele aus Ja. Holland hin. Ja, Ja. ja, genau. Und Das ist das ist wirklich schon sehr schön. toll, ja. Oberstdorf ist auch sehr viel Betrieb. Ne? Aber sobald man aus Und Oberstdorf rausgeht, ist man auch sehr viel Ja, alleine. Ja, genau. ja. Ne? Cool. Da gibt es mehrere Orte. Ne? Am Mittelrhein ist es auch sehr schön. Boppard, auch sehr viele aus Holland da. Ja. Und da haben wir jetzt auch das Klettern entdeckt auf Ja. dem Klettersteig. Und, Wirklich? Ja, Ja. 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 Also jetzt nicht, Also, Also angefangen, oder sagen wir mal so, wir waren ja im Allgäu auf dem Fellhorn und sind dann so ein bisschen am Klettersteig gegangen, wo wir gedacht haben, halt, stopp, wir müssen zurückkehren, wir brauchen eine Ausrüstung. Ja, wir haben uns eine Ausrüstung gekauft und wir sind jetzt... ja. cool. Und für die Leute, die das nicht wissen, ein Klettersteig, das ist mit so einem Stahlkabel. ja, Stahlkabel, richtig, genau. hochklettern über, Ja. über Leitern, Ja, genau. auch schon mal so ein bisschen so an der Wand so außenrum und dann Aber geht's nur tief wenn, runter. nur wenn Stege sind. Ne? Ja. Also wir ziehen uns Also jetzt nicht direkt an der Wand. hochklettern nicht. Nein, Nee, nee. nee, genau. Nee, dazu Aber- sind wir doch mit fast 70. Ja. Aber Angst haben Sie dabei nicht? Nö. Respekt. Respekt? Ja, ja, ja. Angst Respekt nicht, muss nee. man haben. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, ach, das machen wir jetzt locker. Nee, also man muss sich schon sehr gut konzentrieren, man muss trittsicher sein. Ja, Respekt. Genau. Ja. Ja. Genau wie wir vor den Bergen Respekt haben. Ja. Ich finde es immer schön, um in die Berge zu gehen, denn da fühlt man sich ja so ganz klein. Ne? Ja. Ja, Ja. Dann genau. ist- Und man ist immer wieder erstaunt, wie wunderschön, wie toll das einfach ist. Und wir sollten dankbar sein, dass wir sowas haben. Und dass wir das auch Ja, noch können. Auch noch können, ja. Ne? Ja. Ich meine, es kann sich immer mal gesundheitlich was ändern. Ja. Und so kann man nachher sagen, Mensch, das waren Ja. schöne Dinge. Ne? Unser Motto ist, wir möchten später sagen, boah, weiße, wir waren da, wir waren da, wir waren da. Oder wenn Reportagen kommen, wo wir sagen können, guck mal, da haben wir Kaffee getrunken oder auf dem Wanderweg waren wir. Das ist unheimlich toll. Ja. Und solange wir können, nehmen wir alles mit. Ja, wir lieben die Natur. Sie haben gerade gesagt, dass wir später mal sagen können, Ja, dass wir später... in 20 Jahren oder Ja, so. genau. Genau. Ja, Wenn es mit- so lange geht, dann wäre es Genau. schön. Ja. Ja, damit man sagen kann, boah, da waren wir und da haben wir gewandert, da waren wir mit dem Fahrrad. Ja, da waren wir klettern. Ja. Was haben Sie, wenn ich fragen darf, beruflich gemacht? Ich war Erzieherin im Kinderheim mit Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Oh. Ja, war toll. Und Aber ho- jetzt ist gut. Und heute erzieht sie mich. Das gelingt ihr aber nicht. Ist das noch nötig? Brauchen Sie das noch? Was mal. Erziehung. Ja, genau. Ja. Und was haben Sie gemacht beruflich? Ich war in der Metallbranche. Ich war Fertigungsplaner, also Arbeitsvorbereitung und vorher NC-Programmierer. CNC-Maschinen. Ah ja, ja, ja. Also voll die Metallbranche. War auch toll. Viel Stress? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nee, nein, nee, nee. Sie haben also in der Arbeit auch immer Ja, nee, Ruhe gefunden. Ja, genau. Ja. Nee, wir sind gerne zur Arbeit gegangen, Ja. beide. Ne? Ne? Die letzten Jahre habe ich dann langsam zugesteuert auf das Rentendasein, ne? Klar. Ja. Und, aber trotzdem war schön. 48 Jahre Oh. haben wir gearbeitet, ja. Ja, du 45, ich 48.
Alle Achtung. Und dadurch nehmen wir jetzt die schöne Freizeit wahr, weil jetzt haben wir die Zeit. Ne? Wissen Sie, was ich so schön finde? Wir kennen uns jetzt so Ja. ungefähr 10 Minuten. Und was Genau. mir auffällt, Sie machen einen sehr, Sie haben das schon ein paar Mal erwähnt, einen dankbaren, aber zufriedenen Eindruck. Ja. Und das muss man auch sein können im Leben, Ja. ne? Zufrieden. Ja, Ja. richtig. Ja. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Ja. Nö, wir haben auch keine Sorgen. Also, wir wollen nur hoffen, dass wir gesund bleiben. Ne? Ja. Das ist das Wichtigste. Jetzt geht's weiter in die Richtung, glaube In ich. die Richtung. Haben Sie die... Wer da parkt, kriegt einen Kratzer. Bitte? Wer da parkt, kriegt einen Kratzer, weil das Auto da steht.